Gut, die Herren Ministern, die Damen und Herren von den Verwaltungen und von den zuständigen Büros, die Leute aus der Nordstadt, als Bürgermeister von der Stadt Dickrich, sind ich zu begrüßen auf die erste Informationsversammlung, öffentliche Informationsversammlung, die von der Regierung gemacht wird, für das Leitbild von der Nordstadt 2035 zu präsentieren. Du als angefloss Mobilitätskonzept 2035, wer das angefloss wird, wird man auf das gewährt. Ich denke, dass die Herren Ministerin haben nur darüber agien, mit das natürlich wichtig statt, wenn wir nur eine Nordstadt tun, wo wir die Infrastrukturen setzen. Und ich meine, das für Südfrieden auch ersichtlich, dass man die Infrastrukturen sollen setzen, so nah wie möglich bei den öffentlichen Verkehr. Und das in dem Sinn, wo man das Planning von den Infrastrukturen natürlich auch auf das Leitbild 2035 von der Nordstadt machen und natürlich auch auf Mobilitätskonzept, was so ein Moment von Fuschieren bis Bettendorf wird gehen, an den größten Impact natürlich auf den Verkehr. Und so soll dadurch sein, weil das ist ein Problem, das wir an der Nordstadt haben, nicht nur an der Nordstadt, und für das können zu machen. Ihr wisst, dass Nordstadt ein von den Entwicklungspolen von Lützeburg geht, neben dem Süden noch dem Zentrum, auch am Norden Nordstadt, und dafür ist es auch wichtig, dass die Informationsversammlungen gehen. Und den Zweck von den Noven, dass sowohl Information, aber auch, dass auch Fragen stellen über das Mobilitätskonzept. Das gesagt, gebe ich schon alle Leuten merci so für das Kommen, einen flotten, interessanten Noven wünschen. Und da gebe ich weitergehen und der Minister Thürmes für direkt an das wichtige Sujet anzugehen. Vielmals merci. Merci, Claude Hagen. Ich muss noch gucken, technisch. Ich spreche mal an den Mikro, weil ich da eventuell zwei. Schönen guten Abend. Ich meine, es sind besonders froh für heute zu Dickrich, dass wir nur den nächsten Abend Informationsofen tun. War das meine Rolle als Landesplansminister? Geht ein Ström, und ich meine, das nächste Bild, das mache ich da selber. Hopp. Wir haben, oder die letzte Regierung hat ganz viel investiert in den Staat und nur noch ganz viel investiert zu Esch und Belval, für eben noch den Süden als einen zweiten Pol vom Land zu etablieren. Und das, was wir wollen machen als Landesplanung, ist, für eben die Nordstadt als dritte Pol vom Land zu etablieren. Wir haben dafür eine Vision 2035 sind wir am Gang zu etablieren. Einerseits haben wir 2 Bürgerbefragungen gemacht, andererseits haben wir ganz intensiven Kontakt mit den Bürgermeistern und der Chefverrat. Den Abend wird man hauptsächlich einen Teil davon vorstellen, das ist Natur, Überschwemmungen, und wenn wir die 2 Sachen zusammenbringen. Und die Idee ist, dass wir probieren, von Birtring, vom Schloss bis an Bettendorf, Lernst, Sauer, Dölzigt, eben einen Landschaftspark zu machen, wo wir einerseits die Überschwemmungsmaßnahmen verstärken. Und da lebt eine Etude vom Wasserwirtschaftsamt für zu gucken. Da gibt eine Etude von 93, die gucken mal, was kann da zusätzlich geschehen. Und dann aber auch die Plätze zugänglich zu machen als Nachholungsgebiete. Und die kriegt nur dazu eine Reihe Details. Und dann natürlich Mobilität. Für was ist Mobilität so wichtig? Weil wir, wie wir die Leute gefragt haben, und ich meine, das Ehren all der, du stehst hier zu viel am Stau und wir brauchen eine Lösung dafür. Und auf der anderen Seite haben wir nicht genug Wohnterrain gehabt am Dall. Und die Engplätze, wo wir könnten, mehr Wohnungen haben, das zwischen Dickrich und Nettelbrück auf der Angeldover Straße. Mit das aber nicht immens attraktiv, wenn ich neben dem Zug wohne und noch nach einer Straße, wo immens viel Verkehr ist. Und ich werde nur gesehen, dass der Mobilitätsminister François Bausch seine Leute eine Lesung haben, für eben dann, dass wir nur auch Achszentral können einen ganz schönen Wohnquartier machen. Für den Achszentral, den Detail davon, für den umzusetzen, haben wir eine Entwicklungsgesellschaft Nordstadt gegründet, so wie wir als Stadt eben noch um Belval Agora hatten. Da wären
mat dem Proprietär vun den Terren, dat war Dachselo an der Staat. An Hai hummer eben noch viel mat de Proprietären an Gespräch zu kommen, an noch zu Summe können Apps entwickeln, hummer eng extra Entwicklungsgesellschaft gegründet, die sitzt beim Marquis am Point Chaussee, weil wir eben noch die Schnittstelle do brauchen, mat eben der ganze Verkehrsplanung. An die werden die nächstes Jahr den Detail erschaffen, eigentlich von Dickrich, vom Kehr von Dickrich bis zur Battlebrick, bis zur Birpelding, wie man es dann am Detail vorstellen, an den Ofen kriegt er pur echt Bilder, wie man Menge wie das kennt sind. Das andere, das, was wir zusammen haben, zwischen dem Landesplanungsministerium und den Gemengen als eine Konvention, wo wir punktuell auf Dossieren zusammen schaffen. Wir hatten letzte Woche eine Reunion am Büro von der Nordstadt an. Wir werden zum Beispiel probieren, Lokalprodukte, gerade eben noch Äppelbieren, also die ganzen Vizereien, für das zu stärken, an ein gemeinsames Projekt, an eben noch dort Schnittstellen zu sichern, mit der Ackerbauschule, mit der Hotelschule, weil eigentlich das die Plätze am Land, wo wir ganz viele Kompetenzen rundherum haben, und auch da will man zusammen schaffen. Alles das, was wir an dem Leitbilder schaffen, aus dem Moment sind wir noch nicht fertig. Dafür machen wir ja die 5 Bürgerversammlungen für nächste Retour zu kriegen. Und das wird dann angeschafft über die Winter. Und nächstes Jahr, am Frühjahr, haben wir dann das detaillierte Leitbild 2035 für die Nordstadt. Wir machen einen ähnlichen Exerzice für die Stadt Lützburg und die Gemeinde rundherum, einen ähnlichen Exerzice für die 11 Gemeinden am Süden. Und das alles fließt an das, was technisch heißt, der Programmdirekteur de l'Aménagement du Territoire, die letzte das von 2002, an den die Molomacher soll eben vorausgesehen Lützeburg an seine Infrastrukturen, wie organisieren wir das Land bis 2035, und ich werde dann Anfang nächstes Jahr auch zurückkommen, für eine Regionalkonferenz zu machen, und ich dann die definitiv Resultate von dem Leitplan Nordstadt, und aber auch, wie das an den nationalen Lützeburg 2035 oder Programmdirekteur vorgestellt ist. Gut, und dann geht es weiter und den Marc Miersch, den als Büro d'études packt, als das letzte Jahr am Detail begleitet hat, ganz viele Gespräche auch geführt hat mit den Gemengen-Techniker, mit den Gemengen-Politiker, mit uns. Und ich meine, ihr wisst, wie schön eigentlich Nordstadt ist, und darauf, ob die stärkt aufbauend, will man eigentlich auch an die Richtung go von einem Landschaftspark, an der Markt wird das noch mehr am Detail durchlehnen. So, ich vielmals merci, und ich freue mich auf Ihre Fragen. Merci. Ja, merci, Herr Minister. Guten Abend auch noch meinerseits. Ich will dann effektiv kurz die wesentlichen Elemente, das Leitbild ist effektiv relativ umfangreich an dem Ganzen als Territorialvision für den Raum von der Nordstadt. Nur wenn wir wirklich ein bisschen den Fokus machen auf die wesentlichen Sachen, die auch interessant fähig können sind. Also das ist mal, dass wir effektiv nicht bei Null angefangen haben bei dem ganzen Prozess. Wir haben nämlich am Anfang eine ganze Partie von externen Dokumenten, die wir konsultiert und analysiert haben. Sie hat auf internationalem Niveau eine neue Leipzig-Charta, die ein bisschen sieht, wie die urbanen Räume in Zukunft sollen wissen, ob das soll abgepasst sein. Sie hat national Leitguiden, die auch unter anderem von den verschiedenen Ministerien rausgebracht haben, für einen Eco-Urbanismus zu machen, für ein Planungshandbuch, für die Gemenge, weil den Rahmen an der Nordstadt vorgestellt war, wo da ein bisschen Vorgaben sehen, wie zu gucken, wie soll ich ein PHP Nouveau Quartier am besten planen oder aber auf kommunalem Niveau, sie will Masterplan von der Nordstadt oder natürlich die Insel PAG von den 5 Gemengen, wo man einfach eigentlich auch die Pläne über die Nägel gelöst tun, geguckt, was sind da die Überschneidungen, wo können das Energien sein oder wo kann das Leitbild da vielleicht doch nach einen Fokus drauf legen. Das war ein Teil von den Grundlagenarbeiten. Wir der Woche, wie der Minister schon angedeutet hat, partizipative Prozessgesicht am Kader von dem heutigen Prozess. Das heißt, wir hatten 2 Bürgerumfragen, wo verschiedene von ihnen auch hoffentlich mitgemacht hatten. Die erste war effektiv mit letztes Jahr für im Sommer, wo über 1000 Leute effektiv auch dann partizipiert haben. Da haben wir so ein bisschen Stärken, Schwächen aufgefragt von den verschiedenen Thematiken. Und heute sieht da pur wesentliche Resultate, wo dann noch beispielsweise gesagt wird, was den Leuten wirklich wichtig ist, die Lebensqualität, gesunde Lebensraum, das ist ja ein bisschen der Landschaftsraum, wo der ich heute befand, Siedlungen, die sich eben hauptsächlich am Dall entlang von den Flusslets befanden, aber dann hängen an Plateauöwen, die da wirklich den Landschaftsraum durchstellen, die noch da wichtig für die Naherholung ist. Auf
der anderen Seite ist noch gesagt gehen, dass beispielsweise innerhalb von den Ortschaften aber verschiedene Flächen sind, wo noch zum Beispiel die Park, also öffentliche Parken, ein bisschen abgebessert gehen. Eine andere Problematik, die abgeworfen ging, ist natürlich ein nationales Problem. Also den Mangtum und abordablen Wohnraum, da also auch das Leitbild werden verstärkt, da vielleicht auch auf der zentralen Achse ein bisschen probiert, Impulse zu setzen. Und dann natürlich auch Thema Mobilität, weil da nur am zweiten Wolle mehr ein Detail auf hergestellt kriegt, aber auch heute zum Beispiel gesagt ging, natürlich einerseits wird bekannt, dass ein bisschen die Verkehrsproblematik zu Dickkirch noch hauptsächlich zu Ettelbrück mit den Stauen vom Individualverkehr, aber auch die Wichtigkeit, die heute vielleicht mobilitär aktiv in Zukunft soll spielen. Weil das dann engerseits schon an das Leitbild angeflossen und da bestehen und dann haben wir Anfang des Jahres eine Zweitbefragung gemacht, wo wir auch online gefahren sind über das speziellen Tool. Das war ein bisschen mehr interaktiv. Da haben wir auch probiert, mehr so Konzeptbausteine aufzurufen und nicht nur, was die Leute gut oder schlecht fanden. Natürlich da die Leute auch Möglichkeit, effektiv Punkte zu setzen, wo so eine Plätze, wo ich mich gerne abhalten oder die wäre für mich wichtig, hier beispielsweise auch einen Stadtpark zu machen oder Thematik vom Wasser erlebbar machen, am Fluss Burdem, was ja früher auch war, zum Teil auf verschiedene Plätze, der darum soll auf Wert gesagt gehen oder eben auch, du war Möglichkeit, 4 konkrete Verbindungen, 4 Velosphäre beispielsweise dann noch zu setzen, die dann den Leuten wichtig waren. Dann haben wir aus sich Vision territorial oder landesplanerisch Leitbild, das ist natürlich eine räumliche Vision, natürlich das ist anhand von Karten durchgestaltet, der gemeinsame Raum von den 5 Gemengen. Und das sieht auch als Beispiel, da gibt es noch thematische Leitbilder, die effektiv dann noch die verschiedenen Thematiken einzeln behandeln, links oben oder da beispielsweise Siedlungsentwicklung, da finden dann beispielsweise auch die PAG-Zonen zurück, wo dann noch der Fokus beispielsweise auf Dorfzentren gelöscht geht, ihre Rolle oder die Rolle von den Nouveau Quartieren. Jetzt haben wir dann Thema Mobilität. Und das ist also integral, das wir am zweiten Teil noch vorgestellt können, von den 7 Kernelementen vom neuen Mobilitätskonzept, die auch integral hier und das Leitbild als eben wichtige Bausteine mit auflesen. Oder innen Wirtschaft und Infrastrukturen, da das dann alles was Betriebe angeht, Landwirtschaft, Forstwirtschaft, die regionalen Produkte, wie schon angedeutet, oder eben noch Schulen oder der Gesundheitsstandort. An Nöwen an der Mitte ist dann so, dass wir mal Nöwen, dass man in der Präsentation ein bisschen den Fokus wollten, darauf legen, also ein bisschen als Gegenpol zum Mobilitätskonzept. Mobilitätskonzept wird einerseits auch da Sachen ermöglicht, das ist Natur und Umwelt doch zu gucken, für die Freiraum, was ja von den Leuten gesagt wird, aus probieren, an die Wirtschaft mehr mal dran zu bringen, Konnexionen nach außen zu machen, wird da flott auch Mobilitätskonnexionen für die Fußgänger oder die Velosfahrer auch können sein. Und das Ganze also aber auch fließt auch an ein gemeinsames Leitbild an, das ist ein Entwurf vom Plan, wo dann all die themenübergreifend wichtige Elemente rumzufahren sind, mit einer entsprechenden Legende durchgestaltet, da gibt es dann noch einen Textteil dazu, den die Sache beschreibt. Allerdings die 9 Punkte, das sind nur sich, wenn man als die zentralen Kernziele von dem gesamten Leitbild bis herausgestaltet tun, auch im themenübergreifend, gering vernetzte Nordstaat oder die resilient, das ist die zukunftsfähig, wandelbar, multifunktional Nordstaat an ihrer Rolle als Mittelzentrum, das hat Minister am Anfang gesagt hat, für das Land, die Bedeutung hier an der Region. Das ist ein Tourismus, den du hier könnt, das ist die Bildung, Gesundheit, die du hier könnt, weil das sind alles die verschiedenen Wollen, die dann noch durchspezifisch beschrieben gehen. Der Fokus haut also aber effektiv da mehr auf dem Thema gering vernetzte Nordstaat. Und das ist, was der Minister schon angedeutet hat, die Idee sich für den gesamten Naturraum von der Nordstaat an einen gemeinsamen großflächigen Landschaftspark mit denen zu kombinieren. Und da sieht er jetzt innen dann auf der Karte, das ist das Territoire von den 5 Gemeinden von der Nordstadt, wo in Eion ein gut erkennt, ein bisschen Topografie, mit Flussleber an der Mitte und dann eben Täler, die raufgehen. Da sind verschiedene Punkte dran, wo dann Plätze sind, die Jogin oder Lydien, die eben auch ihre Rolle an dem Landschaftspark können oder sollen spielen. Dadurch, dass da eben Flächen, wo da geguckt wird, sind das Flächen, die echt vielleicht für die Natur sollen belost gehen, wo die Natur mir eine wichtige Rolle spielt, oder andere Flächen, wo die Aktivität vom Mensch soll eine bedeutende Rolle spielen, natürlich, dass da neue Freizeit- oder Kulturunziehungspunkte können geschaffen gehen. Da kann es natürlich immer eine Aufstimmung mit den verschiedenen Ministerien und Verwaltungen beziehungsweise entsprechend den Gesetzgebungen, die dann da gelten.
An der Teiten also wie gesagt, wichtig Element Baustellen vom Leitbild, den aber auch an den nächsten Phasen über ein detailliert Konzept soll an einen gemeinsamen Arbeitsgruppe zwischen den Gemengen und noch den staatlichen Vertreter ausgeschafft gehen, wo dann effektiv das soll konkretisiert gehen. Natürlich ist das auch wichtig zu wissen, das Leitbild also nicht konkret ist, was direkt nur im Terra kann umgesetzt gehen, das wirklich so das Gesamtbild, was landesplanerisch über die nächsten 15 bis 30 Jahre die Regierung soll mat prägen. Wir haben noch geguckt, wenn wir an die 5 Gemenge gehen, dann macht zu allgemein ein bisschen so spezifisch weise, was das dann auf dem Territorium kann bedeuten. Einmal das Beispiel von Bettendorf, wo dann effektiv der Bereich, den zwischen der Ortschaft Bettendorf selber und der Bläsbrück leitet, dass sie sich nach dem Teil von der Talaue, von der Sauer, der relativ klar ist, durch die Lotakerbauschule beispielsweise ihre Standort noch mit Versuchsfelder. Das so dat Gemeng durch selber an Aufstimmung mat Transportminister bzw. Pochaussee guckt fir do eng Wëllosverbindung aus dem Ortskehr heraus Richtung national Wëllospiste zu kree, wo am Gange sinn verschiedene Varianten durchstudiert ze gin. An déi heute Sitz kenint sech dann noch ubide fir den als een Punkt von dem Landschaftsparktor opzewerten, dat beispielsweise mat den Versuchsfläche, mat regionale Produien, dat kein den Deel vun der Fahrerrikol sinn as so weiter, voilà. Dat du bist fir ze weisen, Leitbild weist ha Meiglichkeiten op, die eben an Zukunft an ze Summen abestechen Stader Gemenge Kinden umgesät gin. Selbig zu schieren, da immer den Bereich vom Biertringer Schloss, da war so bewusst, dass sich den Terra selber vom Biertringer Schloss so nicht mehr an öffentlicher Hand leiht. Wir sind aber natürlich auch Elemente am Umfeld, wie beispielsweise die Bärmallee, die Rotbuchenallee, wo die Gemeinde selber am Gang ist, zu gucken, für die mal abzuwerten. Aber jetzt haben wir einen Plan, den ein bisschen so den Gesamtkontext von Scheren noch weist, wo auch dann von der Mobilität oder Überlegungen sich für die Velospiste zu leben, wo eine Erfahrung soll von der Barriere für die Fußgänger so. Und da kann doch ein Bereich sein, dann die andere Seite von der Urzucht, den dann beispielsweise auch ein Teil von einem Renaturierungsprogramm kennt sind. Und da sind wir dabei einem anderen Thema, Masterplan Renaturierung Nordstadt. Dat will netchen, dat lo all Bär auf Losräwer der Nordstaat an Zukunft soll renaturiert gin, mit sollen se scheure Programm gi fir ze kucken, okay, wo mecht dat sinn, wo mecht sinn, vielleicht fir so Querbauwerke wäch zu, wo mecht sinn, fir d'Ufren aufzuflächen. Dat ganz an Aufstimmung dann noch mat dem Eichwässerkonzept, das den Minister gesot oder den starken Überschwemmungen für 2 Mainint, soll Wässerwirtschaftsamt spezifisch enge Tüten machen, und dat soll dann noch geguckt, wo mecht sinn ze renaturieren, wo dat vielleicht lo gut auf fir Teichwässer, wo sich da schlecht. Dat ist dann ein Element, das durch soll kann spielen und noch an allgemein vielleicht dann nur dann punktuell soll können umgesetzt gehen. In Wertsetzung Wasserlehren, da das da ein bisschen in einer Wolle, wie viel du gesagt, wo dann effektiv Wasser selber mehr für den Mensch erlebbar gemacht soll gehen, und Gemenge selber auch Evaluierungen am Kader von einem Tourismuskonzept beispielsweise, wo guckt gehen, dass das aufzustimmen am Leitbild. Da kann dann heischen, dass da zusätzlich Stegen oder Plattformen sind, die um Flussrand eben sind, wo die Leute da können sitzen, verweilen, was dann kann kombiniert gehen mit irgendwelchen thematischen Wanderwegen oder mit Gastronomie. Also, weil das ist dann die Wolle auch für zu sagen, dass nicht am Thema Natur nicht just für die Natur, sondern natürlich auch für den Mensch am direkten und indirekten. Dasselbe ist die Idee, die uns an der Ebeldinger Gemeinde besteht, beim Millewog, wo manchmal auch früher viel Leute schwammen gegangen sind, und das ist auch ein Site, den sich auch heute noch gegen sich dazu zu eignen. Das auch zum Beispiel an der zweiten Umfrage, weil viele Leute sich die sie doch genannt hatten. Und da sollen auch dann entsprechend Machbarkeitsstudie gemacht werden, für auch mit den entsprechenden Oplagen, die begüllen, zu gucken, ob das dann auf der Platz möglich ist. Dann haben wir mit der Idee vom Grings an der Stiert auch immer ein bisschen so den Dürbelen Plus, wenn ich auch von kleinen Stadtoasen schwätzt, die vielleicht auch vermehrt sich an den Ortschaften oder Finalen der Stiert, das ist gerade der mit dicht besiedelte Raum soll rumfahren. Ich meine, das wird Corona vielleicht ein bisschen gewesen, die Leute, die dann effektiv an ihrem Appartement sind, für die wäre es wichtig, dass sie da draußen dann noch Flächen finden, wo sie relativ nah ohne mit dem Auto müssen zu fahren. Dann noch können wir den Kanal spielen, spazieren gehen und so weiter. Und das ist die Idee, ein bisschen von so Art Pocketparks, dat in déi effektiv an der Stiert kann méi ënnerbringen, dat huet gleichzeitig dann noch de positiven Effekt op den Klima ugepasst ze sinn, dat heißt, Summeren die immer mi wärm gin, Stiert die sich immer mi opëtzen, was dann noch wichtig fir d Grings, fir allem héich Beem dann noch mat an Staat ranzubringen, fir dat dann noch ofzeschwäche, so dat den Heider noch den dublen Effekt iwwer so Moosnamere kann hunn.
Und da muss ich dann noch vielleicht überlegen, dass dann auch, wie haben no Motto Park statt Parkplatz, gewisse Flächen, die wieso immer für ein Auto reserviert wären, gerade an den Dorfzentren, an Zukunft vielleicht dann einfach mehr den Mensch müssten vierbehalten bleiben. Ich sehe ein Beispiel auch von Innsbruck oder von Wien, wo effektiv gerade auf dem innersten Bild gesagt in der links, wie der Befürchtung war, sind zwar Probleme da, mit gesagt hauptsächlich Autoen und dann iberiert wie Tauders, wo die Autoen dann effektiv verschwunden sind oder in einer Platz. Das ist doch dann am Kader von einem Mobilitätskonzept geguckt, okay, wo passt das am besten? Mit Auto soll vielleicht nicht mehr da sein, wo dann auch die meisten Leute sind. Und dann haben wir eben die Leute, die da sitzen, dann kann die an der Straße spielen. Du hast noch den Vierdeel, dass in das an Testphase kann machen. Das muss ich nicht heute so nicht machen, das definitiv. Aber du kannst noch dann zum Beispiel so nicht probieren, mal an dem sich dann eine Straße zumachen oder Parking mal zum Teil ummodeln, zu gucken, wie das funktioniert, wie das du könnt. Und du hast dann noch für Erstadt heute dicker geguckt. Links sieht der Plan, wo die aktuell größeren Parkplätze dann noch sind oder gerade die am Stadtzentrum, wo auch einfach die Regelung soll sehen, das soll nicht heißen, dass auf den toten Plätzen kein Auto mehr soll stehen. Aber ich meine, politisch verantwortlich verfolge ich auch das Ziel von einer autofreien Dickrösch. Und da sind dann Elemente, die wirklich auch interessant können sein. Und sehen, okay, ich will ein Auto raus. Nur wo ein Auto bis lo war, kann ich da wie auf der Platz Goethe als Beispiel das Bild, das du jetzt gesehen vielleicht ein Teil mal an einer echter Phase mal als Spielplatz oder Park dann ummodeln und dann gucken, wie das du können. Also komme ich dann noch Step by Step do, vielleicht in die Richtung führen. Das habe ich mal zu Ettelbrück gemacht. Auch die Rosalind, die da sieht, das soll ein bisschen weisen, wie lange ich dann zu Fuß brauche von den Parkplätzen in der größere Parkgänge wie Lotendeich, die Bausen sind, für dann effektiv an meine Fußgängerzone zu kommen. Und das ist effektiv gar nicht lang, da sind ich dann noch maximal 10 Minuten in NRW. Also ich denke, es soll ja an die Stadt doch kommen, auch vielleicht ein bisschen zu bundeln, für ein bisschen Stadt zu erleben. Und da das dann noch mehr schön natürlich, wenn ich da vielleicht durch Plätze kann gehen, die dann mehr gering gestaltet sind, wie das durch ein Auto und durch über den Parking muss laufen. Jetzt sieht er dann ein Stimmungsbild auch vom Arboretum von der Ackerbauschule zu Ettelbrück, wie das ihr da fortkönnt, besteht hier auch eine Möglichkeit oder Potenzial, auch als Teil von der Idee vom Landschaftspark, das für das Publikum zugänglich zu machen, erlebbar zu machen, noch da die verschiedenen Baumsorten, die da sind, da eben noch an dem Sinn können zu profitieren. Ein anderes Projekt zu Ettelbrück kann da vielleicht das selber auch am Deich oder neben der Uferpromenade von der Uhr sich neu aménagieren. Und das wäre sich mein letztes Slide, den aber dann noch einen guten Übergang zum Mobilitätskonzept bringt. Heute sieht ihr die zwei Deichter-Rotpunkten, das Stadtzentrum von Dickerger von Ettelbrück, oben den Ortskern von Irpelding an der Tischen, die rosa Flächen, das ein bisschen vieles Stück von der urbanen Entwicklung von der Nordstadt aus, die Zentralachse. Und das hat, was der Minister schon nur gedeutet hat, Nordstadter Entwicklungsgesellschaft, die effektiv gegründet ist, für heute Proprietären zu begleiten, für in Zukunft eine urbanistische Entwicklung zu kreieren, hin zu einem zukunftsfähigen Quartier, den effektiv die Betriebe, die sollen fortkommen, die dann hauptsächlich dem Wohnen sollen behalten bleiben, vielleicht an punktuell eben Mischnutzung und Notversorgung auch natürlich soll sein, wo ich mich ja nur am besten Fall auch über den neue zentral Gringachs just noch am Velo bewegen, dann nicht mit dem Auto fahren. Und das wäre auch eigentlich der Übergang für meinen Nori, der Minister Bausch, für das Mobilitätskonzept, die entsprechend Inhalte durchzugehen. Schönen guten Abend von meiner Seite. Für dich mal merci, dass ihr so zahlreich kommen seid. Wenn dann schon noch so sind, 180 Leute am Livestream mitlauschen. Also das ist der Wertgewicht. Merci dafür für das größte Interesse. Auch für die Bereitschaft, mit zu diskutieren. Mobilität ist ein grosses Sujet. Ich meine, nicht von uns als betroffen. Wir spüren alle, egal wo wir wohnen am Land, dass Mobilität nicht mehr so funktioniert, wie sie eigentlich müsste funktionieren. Das heißt, viel Notdeler braucht. Das hat viel mit der Entwicklung zu den Flötzenburg von den letzten 30, 40 Jahren. Aber es hat aber viel damit zu tun, dass in den letzten 30, 40 Jahren Mobilität am Anfang immer richtig geplant ging, als was schon die Entwicklung geschieht ist. Ich mich durchstellen. Ich kriege befehlshaft gesagt, ich muss mich halt an der Wand stellen. Dass Mobilität, wie gesagt, richtig geplant ging, an auch gesagt ging, wie die Entwicklung schon geschieht ist.
Dat heißt, wenn ich gucke, was heute das Entwicklungsgebiet Nordstadt belangt, dann wäre das in der Vergangenheit so gelaufen, dass für dich eine Reihe Sachen geplant wären, Wohnungen gebaut wären, für sich wären Entreprisen niederzulassen, dann irgendwann wäre festgestellt, mobilitätsmäßig funktioniert das nicht so gut. Und da muss man gucken, wie man Infrastrukturen hinkriegen, die auch dann die Mobilität bedingen, die man hier geschaffen hat. Das will man in Zukunft Ernstes machen, weil viele Sachen, die heute am Bau sind, und ich habe für drunten am Vierfeld mit dem Herr ein kleines Streitgespräch gehabt, den ich auch wohl am Ministerium gerne gesehen, wie man dem weiter zu diskutieren, die sich beklagt, die Chantier, die zu Ettelbrück sind, auf der Gare, an die sie natürlich falsch verstehen, keine Chantier gerne sieht, ob der Gare zu Ettelbrück durch der Deive lassen, mit Betrieb leitet, und so weiter und so fort. Alles richtig und alles auch viel Verständnis dafür. Aber das nun immer so, wir laufen bei vielen Sachen, auch von allem bei der Entwicklung, zum Beispiel, die wir auf der Gare von Ettelbrück machen, laufen wir am Anfang der Situation Hand und rund. Das sind Sachen, die hätten schon viel mehr frei geschehen, wir hätten viel mehr vorausschauend die Sachen planen und noch bauen. Wobei natürlich immer zu sagen, dass ohne Chantier als klar kriegen wir keine Veränderung, kriegen wir auch keine Verbesserung. Das mengen ich muss fragen, auch von der Chantier für keinen Flot ist und immer natürlich mit Notdelen verbunden ist. Hier will man einen anderen Weg gehen, da das der Plan, der Plan National, der PNM 2035, das heißt Plan National de Mobilité 2035, dass der Plan, und den wir schon seit einer Reihe Jahren schaffen, und die wird bis Ende des Jahres fertig sein, und die wird dann noch Anfang nächstes Jahr vorgestellt gehen. Da kommen wir sowieso nicht zurück, auch hier in der Region ganz sicher, für den Gesamtplan, was man im ganzen Land für den Meer vorzustellen. Und dann werden wir auch darüber diskutieren. Mit das, was wir am Anfang heute vorstellen, in der Mobilität, das ist am Anfang ein Teil rausgeholt, was natürlich an den Plan integriert ist. Just an dem Plan natürlich dann zusammenhängend funktioniert man am Rest von den Projekten, die wir am Land haben. Das ist aber ein ganz wichtiger Teil, weil wenn man den dortigen Plan von der Mobilität für die Nordstadt nicht umsetzen, erstens mengen statt man dann die Entwicklungschancen von der Nordstadt schon gut wie groß machen, wir echt riskieren weiter zu stagnieren. Wir von allem kriegen wir auch die Probleme, die existieren, von der Lebensqualität an den Wirtschaften, von dem übermäßigen Verkehr durch die Wirtschaften, kriegen wir nie an den Griff. Dafür die Prinzipien, 3 stehen da geschrieben auf dem Slide hier. Da den das natürlich der wichtige Teil aus den Transport en commun, was Schwerpunkte letztes Mal darüber für den zu verbessern. Aber Grundprinzip wird sein, dass natürlich all die wichtigen Punkte dann mit dem Transport en commun, also mit dem öffentlichen Transport an der Nordstadt, dass das alles funktioniert, dass alle Wirtschaften gut angebunden sind und dass egal wo ein weiteren Transportmittel hält, immer maximal immer muss umsteigen, für auf seine Destination zu kommen. Das bedeutet auch, dass natürlich von den dickeren Schulen große Verbesserungen kommen für den Zug. Das wird da hin und nach gesehen, wie weit das da geht in Zukunft. Das bedeutet aber auch zum Beispiel, dass man dann von außerhalb könnt, man den Bus, da den just Hexen sehen, man muss umsteigen, zum Beispiel auf den Zug zu klappen. Den zweiten Prinzip ist, dass natürlich, dass man innerhalb von der Nordstadt, so wie man überall an den Agglomerationen, überall, ob der dann im Zentrum, also oder am Süden, an dem Südpol ist, immens Potenzial haben für die sogenannte Duos-Mobilität. Zu Fuß gehen für den Velo. Für was das da so? Weil einfach Distanzen bis 7, 8 Kilometer, sogar bis 10 Kilometer kann ich auch so bei der Velo haben mit dem Assistance Elektrik, ist das alles kein Problem mehr. Kann ich das ganz gut alles mit dem Verkehrsmittel bewältigen. Das setzt aber für aus, dass hier die Stadt man dann auch den öffentlichen Raum so gestalten, dass zu Fuß gehen an der Velofahren noch Spaß macht, dass man nicht durch gerne langweilige Landschaften oder über Straßen muss spazieren oder dass man muss man Velo auf einer Platz fahren, wo lebensgefährlich ist, man Velo zu fahren, mit der eine ordentliche Infrastruktur hat, für das zu machen, also ein immenses Potenzial. Und der dritte Punkt ist, dass das den individuellen motorisierten Transport, das heißt den Auto, dass alles an der Nordstadt möglich bleibt, das heißt, es können ihn überall hin, mit dem Auto auch noch. Allerdings
kann es sinn, dat wann ihr wollt vun enger Platz A eng Platz B mo fuhren, dat net mir so zackflecht den direkte Weget mir da den dürfe iwwer die iwwerguten Strosseflecht fir fir dann dünner zu kommen, geht schon drüms, dat man den ganze Care vun der Nordstaat so berouisch kreen, dat wie gesot alles méig alles zesibel bleibt doch am Auto, mit dat man net Durchgangsverkehr hun dat net onnesverkeier gemerk gëtt queescht dadurch, egal wer immer ass, fir dat man dann den öffentliche Raum de Mënschen zreck gin, fir dat man flott Plätze könne gestalten, sowieso op de Bilder zum Deel Haigewiese gin an Donauwerte gewiese gin, ass ders den dritten grösse Prinzip. Hatte viel Gespräche mat de Gemengen auf Vierfeld mat den einzelnen Chefen Reits aus de Gemengen, die ha betroff sind. Und ich muss so immens froh, dat das am grosso modo relativ positiv opgau gin, weil ich mengen noch der Titfrieden Chance gesinn huet, die sich heidra verstoppen, wann man die Projekte Hai gingen realisieren. Wie die ausgesehen, du überlusten Schlote macht Kris. Bühnenhai, wer den kennt wirklich alles am Detail, den kann ich ja auch als technisch erklären, und dann nur frieden ich mich drüber auf Diskussion. Merci. Herr Minister. Ich werde die 7 Schlüsselelemente weisen, die aus dem das Mobilitätskonzept besteht. Die 7 Elemente bin ich abgezählt, das ist erstens ein Velos Expressway, dann haben wir den Kontournement der Proximität von Ettelbreck, den Ausbau von auf 2x2 Spuren von der B7 bis auf den Friedhof, den Kontournement der Proximität von Dickrich, ein neuer Pol d'échange zu Erpelding, dann Deplacement von der Eisenbahnslinie zwischen Erpelding und Dickrich und dann noch eine neue Achszentral zwischen Erpelding und Dickrich. Fängt man beim ersten, wo steht mein Titel so schön? Fängt man beim Velos Expressway. Der Velo sehen wir heute nicht als touristische Attraktion, wir sehen das als Verkehrsmittel, das am Alltag soll benutzt wird. Wir wollen dann noch Velosreso schaffen, wo wir noch von aller Adresse bei aller Adresse können. Das ist ja heute beim Auto ist das der Fall. Das könnt ihr ja überall mit dem Auto hin, könnt ihr bei allen Supermärkten, könnt ihr bei allen Briefkästen hin, wir können das aber leider nicht mit dem Velo. Wir wollen noch ein Velosreso schaffen, wo ihr noch am Alltag mit dem Velo bis op alle Adresse könnt. Wir wollen noch eine Hierarchie an die Reso kreieren, ich bin noch eng Schnellstroß, das ist ein Velos Expressway, und dann noch lauter Lokalwege und dann eben die ganz regional und noch an der PHP dran, an den Lotissementen, wo man da bis bei all Adresse kommen. Die Sitlo, die gestrichelt Linie, die Gring, das ist ein Velos Expressway, von den Jeunen bei der Schiffer 12 lernst Schieren aufhängen. Da fuhren wir dann lernst die alte Zigarettenfabrik, lernst die Eisenbahn Richtung Gar Ettelbreck, die wir dann da können ausschließen. Und dann geht es weiter lernst Sauer Richtung Erpelding, weiter Richtung Angeldorf, immer auf der Seite von der Rätselseite von der Sauer bis dann Richtung Dickrich, weiter lernst Gilströf bis dann auf Bettendorf. Und die Hauptachse bauen wir dann alle Götten die Nationalvelospisten an, die da teilweise schon bestehen sind, teilweise auch in den nächsten Jahren werden kommen, wo wir ganz real zu fangen, das ist ein PC5, wo wir aus dem Irnstal, von Jonglönste aus, bis dann auf Meistrof raufkommen, bis wir längst PC22 Standel fuhren, wo wir nur raufkommen, bis auf Hausen. Dann eng PC7, die mir am Kader von der Sekurisation von den 7 an die größte Linien Mattbauen, wo schon nächstes Jahr wird nächsten Teil operationell sein, wo wir dann bis raufkommen, bis auf Weißwampes, weiter auf Wempe-Hart. Und dann weiter eng PC21, wo wir die Verbindung sicher Richtung fehlen, mehr auch durch den Sauerdal nur raufkommen, bis auf Klief und der Richtung Wendbahn bis quasi an Holland. Und dann natürlich auch über PC21 fehlen, PC18, wo wir noch bis eine Verbindung haben, bis auf den Stau. Das heißt nicht, dass Elo von Weißwampes man will, bis an den Staat schaffen wird. Das ist aber so, wir haben aber die lokale und die regionale Verbindung, die all die Trajekte unter 5 Kilometer, die sind ja nur ganz einfach mit dem Velo zu machen. Und wie gesagt, wir probieren hier Reise aufzubauen, dass wir von Adresse bis bei aller Adresse kommen. Bon, da sind natürlich schon ein paar Elemente, die können wir auch kurzfristig realisieren.
auch für eine bessere U-Bahnung zu tun von der bestehenden Velospiste schon in Nageldorf an den Eppel denken, wo man die für zwei Brücken, neue Brücken zu setzen, für dass wir über die Sauer kommen und dort die Agglomerationen an die bestehenden Lotissementer können proper ausschließen und dann noch die Veloswege, man will ja auch Veloswege haben, den alldach gebraucht gehen. Wir wissen, dass die Velospiste zwischen bei Dickrich und DAX in der Wasser steht, von der Sauer bis raus können. Und wir wollen die auch so lehen, dass die in Zukunft dann noch 365 am Jahr zu benutzen ist. Bon, da kommen wir zu der Restrukturation vom Strassenreso. Da sind am Anfang 3 Elemente. Da denke ich, dass der Kontornummer der Proximität von Nettelbrück. Wir schwätzen, für was Kontornummer der Proximität? Wir schwätzen, früher haben wir geschwätzt von der großen Kontornummer. Wir wollten weit rundherum fahren. Wir wollten, dass die Leute, die noch nicht wollten, nach Nettelbrück, dass die weit rundherum als Agglomerationen fahren. Wir wollen heute eine Kontornummer der Proximität, wir wollen eine Kontornummer für jeden Verein. Wir wollen noch, dass die Leute, die an den Agglomerationen wohnen, die zu Ettelbrück wohnen, die zu Dickrich wohnen, auch können von den Kontornummern profitieren, für von einem Quartier an den anderen zu kommen. Das ist nicht nur eine Kontornummer für die anderen, das ist auch die Kontornummer für die Leute, die hier wohnen. Da haben wir dann einerseits die Kontornummer der Proximität von Ettelbrück, den da wie gewinnt, wie auch schon in den anderen Planungen zu Ettelbrück beim Schlöch, also bei der aller Zigarettenfabrik aufhängt, da bis auf Berchtesgadener Straße könnt. Aber da ist dann, wo da Richtung Fehler geht, da ist aber noch ein neues Element dabei kommen, wo man dann noch den Weg sichern bis an die Avenue Salentini, wo man den ganzen Komplex Centre Hospitalier an die Lyceen, da wollen wir durchschließen, dass in Zukunft den Trafik da nicht mehr muss sich durch Ettelbrück knöcheln, mit dass den direkt auf der Kontornummer der Proximität kann fahren und rundherum. Das nämlich gilt auch für Dickrich, wo man dann noch von einem Quartier an den anderen können kommen, einfach über die Kontornummer der Proximität fahren, und wir brauchen uns nicht mehr durch Dickrich zu knöcheln, wo man dann noch der Volontät, der politischen Volontät ganz nah kommen, für ein autofreien Autoamt Dickrich dann zu kreieren. Ihr seht von der Verbindung ein bisschen schematisch durchgestaltet, wenn der ganz links guckt, wenn wir von Fehler kommen, dann nur der Berchtesgadener Straße ruft, dann nur in Zukunft Möglichkeit für dann direkt durch den Tunnel an der Avenue Salentini zu fahren, ohne müssen durch Ettelbrück zu knöcheln, respektive von der Richtung Stadtfeld können da einfach rundherum Ettelbrück fahren. Nämlich, wenn ihr von Schiere könnt oder zu Schiere wohnt, wollen an den Centre Hospitalier oder an den Lycée, für die rundherum muss ihr nicht mehr über die Gare fahren, für dahin zu kommen. Nämlich gilt natürlich auch hier zu Dickrich, wenn da dann 14 raufkommt, dann könnt ihr über die Kontornummer der Proximität an alle Quartier kommen, ihr braucht nur nicht mehr, wie wir heute am Kreis rundherum fahren, momentan nicht am Kreis, weil Rue du Pont da immer zu ist, mit die werden Ende des Jahres abgehen, am Kreis fahren, durch Ettelbrück, aber die könnt einfach durch Dickrich, die können einfach rundherum Dickrich fahren, und die kommt einfach an alle Quartier. Das ist wichtig bei dem ganzen Konzept, dass wir kommen mit dem Auto noch immer überall hin. Wir kommen bei allen Adressen, wir kommen bei allen Supermärkten, wir kommen bei allen gewinnten Plätzen, wo wir heute mit dem Auto hinkommen, kommen wir auch in Zukunft hin. Also wir fahren vielleicht einen anderen Weg, ich meine als Reso strukturant, wir fahren über die Kontornummer der Proximität Ettelbrück, wir fahren einen B7, die auf 4 Spuren ausgebaut wird, für dem Trafik durch Meester zu gehen, über die Fritthof kommen wir auf Dickrich, und wir kommen nach Bengeldorf, wir kommen nach Birpelding. Alle Verbindungen, die taut gehen, sind auch in Zukunft immer noch möglich. Aber natürlich, wenn man den Trafik auf die Hauptachse rundherum lehnt, am meisten Stadt der Gemengen in der Nordstadt für ganz anders doch mit den Agglomerationen umzugehen. Und da muss man auch zusammen mit den Gemengenresponsablen gucken, wie man sollen die Städte gestalten. Da können natürlich ganz andere Arrangementer kommen, da können Beruhigungszonen kommen, da können auch Multimodalfilter angesagt gehen für verschiedene Sorten von Trafik, dann eben über einer Wehr fahren zu lassen. Schön ist mal mat op den Kontornummer der Proximität von Ettelbrück, für sich ein bisschen situieren. Innen längste Punkt C, das ist da, wo die alte Zigarettenfabrik stung, die aufgegraben ging. Das ist auch da, wo man den Weg auf die Autobahn haben, wo man dann da fängt den dicken blauen Strich an. Die dicke blaue Strich, das ist eine Brücke, die dann lernt Schlöchthaus da bis bei den Hang geht, und die rote Strich den an Druck könnt. Das ist dann ein Tunnel, da fahren wir an den Tunnel ran, durch die Birch, und da kommen wir auf der anderen Seite von der Kobbe raus, und wir haben einen kleinen Viadukt, das ist der kleine Brostrich, und da kommen wir beim Punkt B an der Mitte. Und der Punkt B, das ist
das Berschnescher Stroß, wo man dann Richtung Fehlen dann noch abkommen, respektiv auch dann 15, die bestehenden 15 raufkommen, für den Deich zu fahren, etc. Und wenn ich da weiterfuhren kann ich in Richtung Fehlen weiterfuhren, respektive für den roten Strich da weiter, das ist das Neidelement, wir fahren nur noch da einen Tunnel, wo wir da raufkommen, an op den CR 304, sprich der Avenue Salentini, wo man dann sieht, de ganze Sorte Hospitalier mat du geschloss kräen an alle Götten die Lisseen, die do an dem Mac ginnt. Wir können den ganzen Trafik den braucht net méi sech de W durch Ethelbrecht sich mehr in Zukunft kann den dann einfach über die Kanton mit Proximité rundum Ethelbrecht fuhren. Und noch die Leute, die zu Werk gewonnen oder respektive an denen Quartien da wohnen, können noch ganz einfach, wenn sie Richtung Stadt wollen, die Kanton und Proximité wollen, dann sind sie auch ganz schnell auf der Autobahn, respektive von den Zentrum, wo Lackhafen gehen, kann noch der Kanton und Proximité wollen für den Deich oder respektive auf Gerd zu kommen. So, ich habe ein kleines Video präpariert. Das ist das Projekt, wo die Zigarettenfabrik von der Velos Expressway in der Land steht. An Steusebun. Natürlich eine Direktubahn und Gare, die neue Gare zu Ethelbrecht. Möglichkeit von der Verkehrsberuhigung zu Ethelbrecht. Für in der Schule vielleicht in Zukunft gehen so ausgesehen, wenn man Trafik da was. So, das nehme ich Kanton von Dickrich. Das wird Leute am Saal ein bisschen mehr interessieren, denke ich. Aber ja, da kommen wir dann, wenn der Punkt da ganz längs guckt, da kommen wir dann vom Friedhof den Bärmerdal rauf. Und dann für ich bis situieren ganz oben am Bild oder den Herrenberg, Militärkaserne, und innen oder ja Dickrich, wie das gut kennt. Aber ja, Punkt da kommen wir unten, bloß Strich, da führen wir dann an den roten Rand, das ist ein Tunnel, wo wir dann inner dem Herrenberg durchfahren. Und dann sieht er ziemlich rechts am Bild, da geht ein bisschen Fächer. Da muss man den Weg finden, da bis an den Klick. Da gibt es mehr Varianten, da gibt es mehr Möglichkeiten, wie wir da rauffahren, mit das an dem Bereich, wo wir dann mit dem Tunnel da rauskommen, und wo wir dann da rübersetzen, mit einer Brücke über die Sauer, und dann, für die sich zu Gilsdorf da auskennen, das ist der große Site von der Point Chaussee, das wo der Punkt C ist, wo wir dann da und Trümerten dann ausschließen, und wo wir dann noch die Verbindung haben und dann Feiertzing, die Richtung Fels geht. Auch hier mal ein kleines Video für Dickrich präpariert. Auch für Dickrich gibt es neue Flottmöglichkeiten von das Verkehrskonzept bis umgesetzt ist. Ein Gare, ein Platz soll entstehen. Ich kann begegnen, kann ein paar Türen, und alle sieht den Zug. Dann ein 7, wenn wir in Zukunft nicht mehr wollen, 20.000 Autos an den Tag und wo wir Raum wollen schaffen für den Mensch. Und in Zukunft, OBT-Dus, sehr wehfand. Ein Auto über die Kontrolle und Proximität an P7 den anderen Wesicht. Kommen wir zu den Schlüsselelementen 5 und 6. Die sieht am Bild, dass die bestehende Eisenbahn, die Xen, das sind Passagerniveau und die sprich Barrieren, die wir auch tun. Ich bin auch eine Eisenbahn, die uns den ganzen Raum Engel dürft du immer an 2 schneit. Das ist auch für eine Agglomeration, das ist immer schwierig, weil können die nicht, wie bei den Oper, weil einfach die Eisenbahn dazwischen bleibt. Auch die Straße, die da ist, eine 7 mit 20.000 Autos, das ist eine Barriere für die Leute alle gut. Und das ist auf den verschiedenen Passagerniveaus, wo ihr rüber könnt. Und das wollen wir ändern. Wir wollen da eine ganz Möglichkeit schaffen, dass da eine ganz andere Karte, eine ganz andere Agglomeration soll entstehen. Wie wollen wir das machen?
Erstens mal gehen wir hin und wir lehnen Deisebun. Wir lehnen Deisebun, wir lehnen Deisebun noch nicht auf den Goldknapp, wir lehnen sie lernst den Goldknapp. Wir lehnen sie in den lernsten Hang. In den lernsten Hang soll sie laufen, von Dickrich aus läuft sie lernsten Hang bis dann Richtung Irpelding und dann weiter bis auf Ettelbrück. Und da sollen 2 neue Gärten entstehen. Der neue Pol de Chance zu Irpelding, den sieht da längs am Bild, an der neuen Arree zu Engel. Dafür macht die neue Karte auch, dass die eine ganz flotte Verbindung für den Zug. Aber wie gesagt, der Pol de Chance zu Irpelding, da soll da noch ein Parkhaus entstehen, wo ihr dann noch auf den Zug könnt, wo ihr dann noch über die ganze Strecke ganz flott Verbindungen kriegt für Richtung Stadt. Wir wollen die Eisbahn nicht wegschwellen, wie das an der Zeit mal genug durchsteht. Wir wollen die Eisbahn stärken und wir wollen wirklich die Platz und die Kapazität gehen, die sie braucht. Und dann machen wir natürlich auch mal eine Straße, wo ich gesagt habe, intensiven, die wird dann auch mit der Eisbahn in den Rand gelöst und die für dann auch sämtliche Quartiere können nach Schoss gehen und dann in Zukunft dem am Auto auch überall dahin erkennt, wo ein Haut auch schon gekommen ist. Neue Pol de Chance gehen wir zurück. Neue Pol de Chance zu Irpelding. Momentan ist das nach ein Wiss, das ist bei der Auto gesehen haben, drin als B7. Das soll dann in Zukunft so aussehen. Pol de Chance, wo dann hauptsächlich der Platz soll dann noch schaffen, Arbeitsplätze entstehen und noch Kommerz, wo man die Raum dann dafür wollen vorgesehen, aber wo dann noch flott Verbindungen kriegt für auf den Bus, respektive am Velo an all Quartier von der Nordstadt wird kommen. Was bedeutet das für Irpelding? Der Sauer, das Schloss. Auch da ein National, die kann zurückgebaut werden, wo die Möglichkeit besteht, für auch da eine Neugestaltung zu machen vom Zentrum. Keine Scherzbesen stehen. Auch mit Restauration und Kommerz. Dann ein neuer Pol de Chance. Der merkt, bei der Ludo können entstehen. Und dann Flottverbindungen hat. Auf den Bus, auf den Zug, auf den Velo, auf dem Auto. Wo hauptsächlich soll Arbeitsplätze in dem Raum entstehen. So, da kommen wir zum 7. Schlüsselelement. Das ist auch das letzte Schlüsselelement. Ich habe früher immer geschwärzt von einer Achse zentral. Eine Achse zentral für den Auto, auch für den Trafik. Wir schwätzen heute noch immer von einer Achse zentral, wir nehmen eine Achse zentral für den Auto, mehr eine Achse zentral für den Mensch. Wie wollen wir das machen? Wir müssen schon gesagt, wir lehnen die Eisenbahn an den Rand, wir lehnen noch die Straße an den Rand vom Goldknapp, sodass wir uns die ganzen Engeldorf an Irpelding, den ganzen Raum hier, und das können ganz neu gestalten. Wir halten die Achse zentral bei. Wir auf der Achse zentral werden in Zukunft sonst nach den Veloplatz und die Velo und Mobilität aktiv, wie dann noch der Bus. Der Bus der zieht dann mit, wo 7 ist, die sieht dann mit, wo den dann direkt hin hat, für dann Richtung Dickrich zu kommen, respektive Richtung Irpelding, Richtung Ettelbrück. Und da werden auch flott Verbindungen haben, weil alle Guten, die meisten Linien, die dann noch heute Nordstadt werden steuern, die werden über die Achse da zirkulieren, sodass da ganz flott Verbindungen werden kriegen an alle Regionen hier von der Nordstadt. Aber da so will jetzt nach dem Bild vom Modalfilter. Was ist ein Modalfilter? Schon für schon geschwärzt. Ein Modalfilter ist ein Platz, wo man am Anfang nicht mehr alle Formen von Trafik durchschlossen. Das heißt aber nicht, dass ihr nicht mehr ob sie von A auf B könnt. Mit das so, wir lassen zum Beispiel auch, wie die Loewe jetzt gemalt ist, wir lassen die Welle an den Fußgänger durch, wir lassen noch die Rettungsdienste an den Bus, die finden da sehr weh. Wir haben zum Beispiel auch den Auto, die sieht das, die könnt auch auf die andere Seite, man muss eben eine kleine Detour fahren. Wie gesagt, jeder könnt noch am Auto auf all Platz,
Wir wollen aber dass sich die Haupttrafik über das Kontrolle an der Proximität geht, an den über das B7. Wie gesagt, können wir am Auto noch immer bei all Adressen, wie in der Haut auch gewinnt das. Was bedeutet das? Ich weiß noch nicht, wie ich das Bild an der Kap gezeichnet tun. Erst die Situation, wie wir sie heute kennen, das wie intensive wie sie heute für kurzem mit den zwei Busspuren, mit der Prävision für den Bus hergestellt ist. Die sieht uns 20 Meter, wo wir Schwarzbelag haben. Die sieht an der Mitte eine Eisenbahn. Und ich auf der anderen Seite, wenn wir auf der anderen Seite nicht hinkommen, haben wir noch eine Straße. Wir haben uns 35 Meter da, wo den einen Opa nicht bei den anderen rüber kommt, weil er dazwischen eine physische Barriere hat, wo er nicht lang kann. Und das wollen wir nicht mehr. Wir wollen hier eine neue Zentral machen. Wir wollen nicht eine Barriere an einem Dorf und an einer Stadt tun. Wir wollen hier einen Lebensraum schaffen für den Menschen und auch für die Vereine, wo wir es können beginnen, wo wir doch flott ist, dann zu leben. Ich weiß nicht, was für Bild da am Kopf hat, mit das, was wir als vorgestellt haben, das ist der Tote. Das heißt, wie gesagt, wir lassen den Bus nach immer dadurch, wir haben eine Velospiste, an den Zug, den haben wir auf die Seite und den Hand gelöst, auch den Auto haben wir auf die Seite und den Hand gelöst. Die kommt nach immer wie gewinnt, bei all Garage, die kommt bei all Haus nach immer mit dem Auto hin, das ist absolut kein Problem, die fährt nicht mehr durch die Mitte durch, weil da haben wir einen Raum geschafft. Ich habe in Allgäu während der Covid-Zeit gemerkt, dass es ganz wichtig ist, dass wir Plätze haben, wo wir es können, Ruhe, wo wir können, rasten, wo wir können, da ist die Bause begegnen, und dann kann das hier Matzen an einer neuen, flotter Urbanisation entstehen. Da schnecke zurück, oder da denke ich, einen Unterschied gesehen. Ja, soll eine neue Ringvernetzung stehen, wo man da von dem Velos Expressway dann noch mit Brücken über die Sauer rüberkommen. Eine neue Velospiste Richtung Dickre soll entstehen, die dann noch nicht mehr am Heichwasser leidet. Wo wir dann eine Ringverbindung schaffen, die abgeht bis auf den Goldknapp. Das als Noerholung zu nutzen. Und wie gesagt, eine Achse zentral, die da ist für die Vereine, nicht mehr für ein Auto, nicht für 20.000 Autos am Tag. Wo sonst nach dem Bussingplatz hat der Velo und eben der Mensch sich kann erholen. So. Und ich habe alles erklärt. Ja. Ich ging proposieren, dass man mit Mikrostunden 2 auf all Seiten, das auch findest du Überdrohung an Übersetzung, dass Leute von selbst für den Frohen oder so, ob die Mikro geht entweder die Linksseite oder die Rechtsseite. Den nächsten als 4. Den Herr, Herr Wandschkind. Du hat er links im Mikro, an einem Ständer unterwegs. Ja. Voilà. Ich gebe mal für den Autoritäten Merci sagen, dass sie endlich erkannt haben, dass noch lange Jahren Visionen muss entwickeln, für Führung zu kommen mit der Landesplanung. Das ist eine ganz gute Sache. En plus bin ich froh, dass endlich auch die Region Hai, Nordstaat, aber auch Deisleg gleichwertig soll hingestellt wie der Süden an den Zentrum, was über Jahrzehnte sind wir am Retard, ich habe das selber gesagt. Ein paar Fragen, die ich schon, das sind die, wenn wir schwätzen von einer Verlegung von der Eisenbahn oder von der N7 bei der Goldknapp, die groß für fast Kommerziellen, die an der Engeldorfer Zone sind, gehen die dann schon gesehen bei der
Simulation von der Hauptstroß, dass dort Hydraulik soll nicht mehr da sein, zum Beispiel, gehen dann die Sachen da alle gut in den Wäsch geholt, an den Zusch ernst, das hier getesselt, oder was geschieht mit dem Dingen da, mit der Achse. Ich ging so den Herr Türmes fängt an den Bürgermeister, wo den Job zu so. Ich wollte dich merci so für den Löwe, und ich will vielleicht auch die Schule mal nennen. Ne? Also lenkt die Projekte in Heim, das ist so eine Schätzung, und so okay schreiben an der Presse, dass du wäre genau in dem Moment, und das ging genau so viel gehen. Das ist eine Schätzung, wie sie auch auf dem Niveau von Monetaire PS. Mit Details zu kommen, aber mir das ist aber schon eine Schätzung, die jetzt auch so grob ist, die größte, die Länge, die 7 plus die von Claude, der für zugewiesen ging, das ist ein Investment, den der Staat haben möchte von 1 Milliarde 174 Millionen. Dabei kommen nach das ein Projekt en cours, die man am Bau oder an der Schussplanung schon sieht, die dezidiert sind. Denke 500 Millionen dabei, das heißt, wir investieren länger in Nordstadt als Staat 1,7 Milliarden Euro. Ich tue 100% recht, das heißt, dass das dezidiert ist, also gemerkt ist, dass wir gesehen haben, dass der Wille da ist, für substanziell etwas zu machen. Claude, voilà. Ich meine, das schon so, das ist eine Vision, die muss so umgesetzt gehen an die Platz für Haut Hydraulik steht. Ich meine, da kommen wir irgendwie an 10, 12, 15 Jahre dahin, weil man muss ja für dich Contournement de Proximité bauen und dann zurückbauen. Und das ist auch so, dass effektiv, wie wir das Bild gewesen haben, dass man den einen, der auch Telefon kriegt von den Leuten bei der Hydraulik, da wird ein bisschen Aufregung. Ich meine, wir haben Martine geschwärzt mittlerweile. Also ich meine, das ist wirklich eine Sache, da muss ich wissen, da sind wir nach 10, 12, 15 Jahren. Und ich meine, dass man natürlich dann, die Arbeitsplätze sind als wichtig und dass man natürlich dann noch nur Lösungen sichern. Aber natürlich ist es auch so, ich meine, auch eine Hydraulik, also oder eine Lindab, wie sie Haut ist, also eine Industrie, wo ja auch in Zukunft so mehr Roboter, mehr, also es gibt mehr auch ernst das gefährdet. Und da muss ich einfach, wir werden da Martine schwätzen, wir wollen da zu Hause bleiben und da muss ich gucken, dass dem noch weh sie einen anderen Terrain kriegen. Nach einkehr, das ist nicht für Meeren, den dritten Teil könnt ihr ganz zum Schluss vom Projekt, weil auch den Achse zentral wird man wahrscheinlich echt von Ettelbeck hier da bauen, dass ich den Multimodal könnt und dann wird man durchschließen, wir haben noch einer Terrain, wo haut Neistrup ist, mit denen fängt man an und dann wird man ganz genau Richtung da kommen, wo die Lindab ist. Und merci, dass ihr das auch so gesieht. Ich will auch diese Woche, hat man 20 Jahre Agora, wenn ihr gesieht, was die Sit Belval, mit der Universität, mit auch den ganzen, da sind ganz viele Administrationen noch hinkommen, nachdem dass der Ball kreiert ging, das hat an einem Süden, wo in hauptsächlich noch gewohnt oder an der Stadt schaffen gegangen ist, das hat das Bild komplett verändert. Und als Idee zusammen mit François Bausch, dass man da fertig springen für die Nordstadt, dass die Investitionen hier eben noch dazu führen, dass man endlich wirklich den Norden so konsiderieren, wie man solle konsiderieren, das heißt auch hier muss massiv vom Staat investiert gehen. Da denkt das an Mobilitätsinfrastrukturen, an der anderen das natürlich Schulen, an anderer Services. An mir, ich meine, das ein anderer Gedanke, das natürlich auch, dass man dann auch noch eine Reihe Verwaltungen abkriegen, welche dann auch über den Zug viel mehr einfach ist, für eben eine Verwaltung hier zu haben und dabei noch nicht mehr Angst zu haben, dass die Leute sich beklagen, dass sie müssen zu weit fahren. Merci. Ja, schon eben bewusst die Fragestalt von den so kommerziellen an den größeren Geschäften, weil am Kader von unseren Arbeitsgruppen, die war Aménagement du Territoire Nord, wir ja gesagt haben, die Ideologie davon ist ja Leben, Wohnen, Erschaffen an der Region. Und dafür, wenn ihr guckt, ich weiß nicht, ob das schon jemals eine Etude gemacht hat über das Profil von den Leuten aus der Region, wo die all das schaffen gehen. Was vielleicht auch interessant wäre, für Molenke zu gucken, wo dann nämlich Kind, Betriebe, Services, Administrationen oder auch andere Sachen Kind mehr an die verschiedenen Regionen implantieren, anstatt alles zu zentralisieren am Zentrum und am Süden.
weil man enger ganzer Party Sachen, die hier in der Region eben nicht sind, muss man weit fuhren. Ein banales Beispiel, dass der Student aus dem höheren Norden, was für ein Wallfahrt, dass da all der Rast zum Beispiel für op Uni op de Bellwall zu fuhren. Sie viele Leute, die ich gefragt habe, wie war das de Bellwall geholgen für eine Uni zu machen, wie war das nicht wenigstens an der Stadt blieben oder zu mir oder was auch immer. Das sind immer so Evaluierungen von den Leuten. Was ich aber nachfolge froh, dass all die Etüden und Projekte, die die letzten Jahre entwickelt sind, IVL, Landesplanung, also Aménagement du Territoire generell gesehen, die Rekommandationen für Sachen mit hoher Densität von Leuten, für die und Hauptachsen zu bringen. Und auch die Etüden über das Kontournement davon, in anderem Dickrich, handeln über den Butterwerk, Salz, Bläsbrick, gehen die da nicht mit zurückbehalten durch die Formel von dem Tunnel Dickrich zum Beispiel oder als da eine andere Phase oder wie ist das zu verstehen? Ich kann vielleicht etwas dazu sagen, weil ich schon selber an der letzten Legislaturperiode Landesplanung gemerkt habe, an wie man die Plansektoriellen entwickelt haben. Du siehst ja immer die Paktstudie gemacht haben. Du hast den Kontournummer, den dir ausschwätzt zu Dickrich, das war den am meisten rot war überall. Die war unmöglich zu bauen. Das wäre punkto Natur und Umweltschutz eine Katastrophe gewesen. Also wir hätten eine Menge nicht zu realisieren gewesen. Du hast die Pferde losgehen. Das hat das natürlich immer ein bisschen frustriert, weil keine richtige Alternative da war. Das heißt natürlich dort alternativ dazu. Das ist relativ klar, wenn die Notstraße so wie nur den Ivergurten, das ist auf der einen Seite Ettenberg River, Handeln bis bald Spidol, mit den Tunnelen, und dann nicht zu vergessen, da gibt es auch B7, wie sie haut das, die gibt es schon auf 4 Spuren gebaut, bis auf den Friedhof. Das war ja auch nicht viel gesehen. Das ist also wird schon gestimmt, dass an der Chambre das Finanzierungsgesetz das nicht mehr den Ausbau von der Autobahn bis auf Bettelbrück selber, wo ja den Engpass war. Mit do no war nicht mehr viel gesehen. Hallo, sind wir 4 an dem heutigen Projekt, dass wir 4 Spurigkeit machen bis auf den Friedhof. Weil natürlich dann in übergehende Straßenreso mischt, die 2 Tunnelen, also die 2 Kontournements de Proximité, plus die neue B7, oder wie es damit nennen, 7 verbreitert, wird natürlich die Situation vereinfacht. Und dann ist natürlich die dritte Projekt ist dann natürlich nicht mehr aktuell. Der andere, das von der Densität, was er gesagt hat, das ist natürlich noch immer aktuell. Ich habe noch zum Beispiel der Cervelle und ich geguckt, überall wo Cervelle, die hat ganz viel Terrain nach unteren Garen, zum Beispiel bei der Gare soll relativ dense Logement gebaut gehen, und natürlich auch darüber hinaus soll für sich eine gewisse Densität zu schaffen, da wo wir einen guten öffentlichen Transport haben, wo wir eine gute Mixität auch reinholen haben, die ich würde Leute dann eben dadurch auch machen, also ich muss mit dem Auto deplacieren, also das ist sicherlich nicht immer aktuell. Da das den das gesucht ging, das geplant. Du bist am meisten, hast du den nächsten Punkt. Schluss. Nee, kein Problem. Stinnech zu lang, ich habe direkt weh. Ich wollte just darauf angehen, Hydraulik, Astron, Lindab, wie man doch nennen. Ich meine, wir haben bei der Dickerischer Brauerei gewiesen, zusammen mit den Akteuren, politischen Akteuren und den ökonomischen Akteuren, dass man eine Brauerei am Zentrum losen, eine neu bauen, mit klein, energetisch besser an Produktion an die Luft treiben bei der neuen Brauerei. Und dasselbe stellt man bei Lindab machen. Wenn der op der Ax selber frot, kann ich sagen, dass die Busentreprise, die ist schon im Sano, die werden die 3 Parzellen kauft, das heißt, für die Elektrobusse werden rund zwischen 150 Busse stehen, die brauchen dann nicht mehr die Wirtschaftsfirmen, sind direkt op der Autobahn, können direkt die anderen desservieren und vielleicht eine Novelle schaffen, dass der Kämer Rosen aus von der Post, die Post, die da ist, die wird auch auf die Sano gehen, sodass die auch auf der Achse wird verschwannen und dass wir genau das können realisieren, was da ist. Das heißt, so in dem Sinn, wo wir die Sano gebaut haben, für andere Nordstädte, an den 5 Gemeinden urbanistisch 4 zu gehen, wir können am Zentrum Wohnqualität zu machen, Wohnungen zu machen und Betriebe auf die Sahne zu holen. Und das lief momentan. Das beste Beispiel, was alle Leute kennt, ich meine, das Zigarettenfabrik Zwettlerbeck, was der nächste Betrieb war, den es Stürven nur gesiedelt wird. Ich war viel Leid froh, lo mat der Affaire Pomches Kaser, wo Terra erkauft gesehen, a wo da lo Innenminister oder Umweltminister oder wen auch immer Probleme gesagt. Du verstehen Bierger nicht,
dass Sache gekauft gehen und da ging die Tüte gemacht und da schafft in jedem Minister ging in andere Minister an dat kascht und da geht umgeplant oder so weiter. Du hat der Bierger sind Probleme damit. Nicht nur de Bierger. Ich hoffe. Nicht nur de Bierger, das ist schon bekannt, mit der von der Tosse natürlich nicht ein. CGDs hat nicht mit Zano zu dienen. Zano ist ein Sohn artisanal und CGDs war auf einem anderen Platz geplant beim Rond-Point Friedhof. CGDs so etwas Positives zum CGDs so. Also ich meine, die Situation mit den einzelnen Pomschieskasernen und ich meine zum Beispiel die Ettelbricker, das ist wirklich keine gute Situation, steht viel am Stau, wenn sie ein bisschen am Nass setzt. Das ist keine gute Situation, wir sind uns das bewusst. Aber wir schaffen wirklich nur drin, für eine Lösung zu finden. Und, wir kommen noch der Lösung noch bei und bis Ende des Jahres haben wir eine Lösung gefunden. Eng praktisch froh also nach déi wie gesot das gesot gin, dass eng Direktlin oder Schnellzich sollen all Stunden vun Dickrich an Staat fuhren. Eng vor die do opgeworf gin as déi, wann in Parkentreitingen zu Irpelding mëcht an fir Leiit vun der N7 do hinnner zu hoelen. Dann tendeieren déi eich dafir op Dickrich ze fuhr, fir do de Schnellzug zu hoelen a Platz egent vu a wee Bummelzug zu hoelen. Fir dat fleit e bisssen fleit naziwer denken. Sos riskiere man nämlich heierem zu viel Verkehr zu kriegen. Zu Dickrich muss schon kein Parkplatz. Zum Kanton Dickrich will ich aber auch noch etwas sagen. Wir schlossen den Herrn Bauschmann nach. Nee, stellt die, zum Kanton Dickrich lo die Formel Tunnel, wo aber just zu sagen ist, dass wir da an einem Wasserschutzgebiet sind, ist schon erst ganz klar, dass alles an Klegger keieren. Ich verstehe zwar, für was die Formel do kann eventuell geholt gehen, an der anderen macht das Problem von den Enteignungsprozeduren von Terrain und so weiter, an die Zeitdauer, die da braucht, für zu verhandeln. Ich verstehe das alles. Aber die Verkehr, die los schon an der Klegger ist, an denen dann noch zusätzlich zuhält, für die Leute, als das nicht unbedingt eine optimale Lesung, aber da findet sich vielleicht irgendetwas. Ich ging proposieren den Herr Ries, der wäre also auf den dritten Punkt nur eine Person. Ich wollte dann eine Person zu dem Zug. Das ist so, dass die neue Zuglinien, die da geschafft wird, die haben hier durch von 2 Jahren beikommen, und dann donc die von Irpelding und Parkentreit, der Schnellzug, den von Dickrich anstatt wird, von den direkten Schnellzug aus, den hält dann ob den 2 Arenen zu Ettelberger von Ettelberger aus für den Riech durch. Den hält nicht mit der Ettelberg an der Stadt. Dafür ist das Problem, die stellt sich dem nicht, die von den zu Irpelding an der Parkentreit führt, die kriegt durch den Schnellzug für den Staat. Da braucht nicht auf Dickrich zu fahren. Marc, kannst du zu der Problematik vom Wasser ab von. Ja. Kommt doch bei dem Mikro. Ja, geht. Naja, das ist so, dass die Sache beim Wasser, wir sind erst bewusst, dass du. Das ist ein bisschen nach Hause gehen. Also, ich steige da, so besser, ja, okay. Naja, nee, wir sind schon bewusst, dass da Quellen sind an den Gegenden. Das ist aber so, dass ein Tunnel, den wir zu machen, das ist Rauer. Das ist Rauer, was durch den Berg geht. Und der Rauer ist zu. Und du könnt, ein solches Wasser kann da rundherum laufen und du geschieht dem Wasser auch nicht. Der wird gebaut und das ist wie eine Leitung, die dann durchgeht. Da sind wir umgegangen mit den zuständigen Verwaltungen und Ministerien zu gucken, mit die Approche, die geht aber verschiedene geteilt. Und dann hast du gesagt, ob an der Klick die richtige Weg ist, für rauszukommen. Ich meine, der Minister Bausch hat schon gesagt, dass die andere Alternative überzeugt, dass das eben nicht realisierbar ist. Und ich meine, wir hatten in der Zeit, ich habe etliche Varianten studiert, mit mir schwätze ja Haut von einem Kantonnement Proximität. Wir wollen einen Kantonnement, den dann auch benutzt kann gehen von den Leuten, die heute zu Dickrich wohnen. Die soll können mit dem Auto von einem Quartier an den anderen kommen. Und da muss man die Straße auch bei den Leuten bringen. Wenn man die schon an der Bläse fängt, dann ist es kein Kantonnement für die Leute von heute, dann ist es für die anderen. Das wollen wir ja nicht, wir wollen den Kantonnement für die Vereine, die ganz einfach von einem Quartier an den anderen
Wann den Lo den Kächtepunkt guckt, den der vun der Projekt do annoncéiert tut, an noch de Leiit vu den 2035 an d'Erfahrungswerte hält vun eiser Konstruktion vun der Dure vun den Tunnelen zu Lützeburg. Also dann net eichter realistisch oni en ze demoraliseieren, de lo entwickelt huet, mir realistisch gesinn, och wat de Finanzement ugeet, a wat Zeitdauer ugeet etc. Also dann eichter gif so 2053. Das mal eng sagt. Die anderen sagen als Kann ich dazu direkt etwas so, weil das ist immer das, wo natürlich gerne könnt. Also, wir haben natürlich schlechte Erfahrungen mit der Nordstraße. Ich will nicht auf die ganze Historik von der Nordstraße. Ich will ja den Schluss machen, den Schluss müssen abweichen. Ich weiß zwar Demos dagegen, aber den Schluss müssen abweichen. Aber das ist das Schicksal, wenn man Politik möchte. Aber just Spaß beiseite. Das ist ja nicht so, dass man zuletzt alle Projekte über den Delay brauchen für die Realisation. Das ist nicht so. Ich bin 8 Jahre Bauminister. Ich kann nicht so, an den 8 Jahren, mit Ausnahme von der Nordstraße, und ich da ganz wenig gehabt, die hors Delay sind. Es können noch Verschiebungen kommen, und können noch mal Sachen schief kommen. Aber ich sage nicht so, wenn ich am Ausland bin, das ist oft der Fall. Als Transport- oder als Bauminister an Deutschland, an Frankreich, an der Belgien. Wenn ich denen so mit fähigen Delay, mit Ausnahmen, wie gesagt, für verschiedene Projekte, die können schief gehen, mir die Sachen realisieren, da kriegen immer geklappt. Ja? Weil, du hast gesehen, dass es sogar Großländer, die brauchen 35 Jahre für neue Flughäfen zu bauen. Ja? Und das ist noch nicht ordentlich. Wir können ja nicht alle Projekte umgehen, das ist auch nicht Menge der Weise für zu funktionieren. Wir wussten Projekte so umgehen, dass man natürlich musste versichern, so einen Zeitraum zu bauen, die realistisch ist. Und wir haben aber in den letzten Jahren fertiggebracht, bei einer Reihe Projekte zu machen. Geht natürlich auch noch Sachen schief, das ist nicht immer alles prävisibel, weil der möchte zum von den Bau, dann zum von den Gruft, das ist evident. Aber ich so nicht, wenn der politische Courage da ist, für das zu machen, ist das dort in dem Zeitraum möglich. Und da mein letzte Frage, für das ich den anderen leider auch eine Chance gebe, für Fragen zu stellen. Fusion Nordstadt, hat die einen Impact auf das Projekt aus sich, als einer Gemeinschaft, an seinem Gesamten, oder hat das nichts damit zu tun? Nee, also von unserer Seite aus gesehen nicht, weil ich einfach so, wenn man gerne hier erstens eine Lebensqualität an die Nordstadt insgesamt kriegen, an all die Gemengen, die hier betroffen sind. Da braucht man dort, wenn man der Nordstadt will, eine Entwicklungschance geben. Am Sinn, wie der am Anfang gesagt hat, dass natürlich die Pol-Nordstadt kann so mal das Furt mehr konkurrenzfähig, das ist ein Punkt, okay, gut Furt. Dass er auf ein Niveau kann gestaltet wird, mit anderen Regionen am Land, wie das eine Entwicklung kann kreieren, da muss man das dort merken, dass du für sie nicht überzeugt. Lo könnte man so, ja, du bist ein dicker Schnösser, 2035 bist du sowieso mehr in der Regierung. Das stimmt, das ist ganz sicher der Fall. Aber ich meine, man muss nicht aufhängen. Es geht darum, dass wir das endlich herholen und die dort Projekte noch realisieren. Wir brauchen sie für die Entwicklung. Und nicht nur für die Nordstadt selber, sondern auch für den ganzen Norden. Wenn wir gerne hätten, dass Leute, die am Norden wohnen, dass die auch eine Perspektive nun für das für alles was zu machen. Immer müssen an den Staat fahren oder sogar an den Süden fahren, wie das richtig gesagt wird, wie darüber beschrieben wird. Ja, da muss man etwas, da muss man bauen, da muss man die Projekte machen. Also für mich ist es klar, dass ich wünsche zwar, dass die Fusion etwas gibt, das will ich auch dabei. Also ich bin nämlich Befürworter von der Fusion. Aber die Projekte sollen, wenn es mehr gemerkt sind, unabhängig von der Fusion. Den Herr Bojameister wollte etwas so sagen. Wenn hier eine Fusion hört, dann klingt das wie Musinger singen. Ich weiß das aber nicht. Also da tut uns schon ENUT für die Nordstadt am Kader von der Fusion, für zu gucken, wo das Mobilitätskonzept ist, wo wir durchschließen öffentlichen Transport tun, und wie wir das Ganze organisieren. Und in Funktion davon gibt es die Infrastruktur gesagt, die Sozialinfrastrukturen, andere Strukturen, die da sind, wenn Schulen denken, die muss man schon bei den öffentlichen Transport gehen. Sonst kriegen wir schon immer dasselbe Problem. Und dafür ist das Konzept der Mobilität auch von den 5 Chefräten aufgesehen gehen. Die Präsentation war auch mit den 5 Gemengeräten, wo doch favorablement avisiert gehen ist. Natürlich muss ich in Detailer gucken, aber klar ist für uns, 5 Nordstadtgemeinden, das kann ich so, und ich denke, dass sie das an all Informationsversammlungen so, und all Bürgermeister wird das so, und dann wissen wir, wo geplant wird, wo können wir die Infrastrukturen setzen, und wo kriegen wir die Q2.
Das ist genau das, was wir wollen. So setzen wir nur die Infrastrukturen, egal wo, und wir passen den öffentlichen Transport oder den Verkehr da um, für da hinzukommen. Das ist der falsche Weg. Ich meine, das hat am Anfang gesagt, dafür haben wir auch darüber gewährt, für das Konzept der Mobilität zu kriegen, für eine Funktion davon, dass dann die Bürger vorhin geschwärzt gehen, also noch an der Workshop gemerkt hat, für die Infrastrukturen so zu setzen, an der Nordstadt, wo sie Sinn machen, aber auch Schiedfrieden direkt dahin können. Und schließlich der Meinung, es sind noch ein Befürworter von der Fusion. Gut, so ich merci für die Information. Merci auch für Ihre Frage. Ja, den Herr Do, den hast du schon am Gang abzustehen. So. Ich hätte gerne Tischwasserkarte, die ist ja gut informiert, da zwischen Ettelbrück und Gilsdorf und wofür das Eisenbahn da früher ganz, das ist 4 Uhr gefahren ist. Geht das die, wenn ich schrift? Was ist das mal? Ich Ja, nicht, also ohne, also ich nicht verstanden. Ich habe nicht verstanden, lo mit der Eisboot mit 4 Uhr vor mit der Heichfässigkeit. Ich habe da nicht richtig in Zusammenhang verstanden. Ja, man sagt, wir haben ja das Geoportal von der Ja, Regierung an, weiß ich mal, wie Heichwasser, maximal Heichwasser an der Region Angel dürfte ist, an wie Eisenbahn dort so leid. Also da brauche ich keine Menge mehr, noch nicht viel Eisenbahn zu verlieren. Das ist mein... Nee, wir verlieren, wir weisen nicht, wir schwätzen nur, ob sie Heichfässer. Also da ist Bund verlieren wir ja nicht, wenn es zum Heichfässer. Da ist Bund da lass ich eine Minute. Da ist Bund verlieren wir, können wir das Bild nicht weisen, für das dat den net gesäit fir de watter Korridor man wëlle schärfen Allknäpchen. Ja. Also da is bun verlemer wie och d'Stroos den Achszentral no hannen, fir dat die Trennung duch wäch geholl krit. Kascht jo Geld. Ja natierlech. Wo se se verleen? Ja, wann der Gehät op eng Lebenssqualitéit kréi, wie Di op dem Bild do gewisse ginn, dat macht man enket Bild mat dem ja, aber guckt, gesieht die blaue Strichlo Uwen gerekelt zum Bisch an auch die gestrichelt das wird Eisebun. Dat lädt jo haut an der Mütz, wo den geringe Strich ass. Wann der gern hat, dat der ganze Raum sich soll ordentlich entwickeln, mat ordentliche Plätze, mat flotte Plätze, mat Milchkete fir dat Leute können ordentlich ophalen und deplacéieren Mobilität dus gesieht dat schon gut. Da muss der Toten no hanne recklen, weil der das trennend, dat schneide jo, so, wann der die Foto guckt, die vun Löwe gehol gin, ass fir dat Haut aus, dat schneit jo dat alles komplett an zwee. An do wins gëtt verlecht, fir dat man effektiv Raum kreien fir eng harmonische Entwicklung fir Leiit. Dat am Heichwässer nächt ze Din. den Klotwol derwer iwwer Heichwässer. Also da so, dass Carol Diechpoch, die zuständig ist für eben den Heichwässermanagement und ich selber mir hunn als dat an derlächt méi am Detail geguckt. Et gëtt Etüde vun 93. Ich mein, ich hat doch ein Klotagen der Lächtreets mir kuckelo wat das Demos 4 geschlo gin. Da sind Einzelmoosnahmen nach net gemerk engers zum Beispiel op der Kirelberg mit die gut Norrich, dass das vor hun se ugefangen dort schaffen an da soll Volontéit das effektiv Kirelberg och ornament an der also Chide Schawan so dass dolo mesureure gehol gin. An da will man lo dat alles aktualisieren och mat den neuen Donnen, die man hun an dann eben gucken können man eben zu Irpelding oder zu Angeldürf nach Plätzen, so wie man das Demos gemacht und aufsenken, für eben noch einen zusätzlichen Heichwässerschutz zu haben, und dasselbe eben noch zu betten dürfte. Das heißt, die ass, dass man das alles berechnen und dann eben gucken, den Heichwässerschutz besser zu machen, wie lo ist. Dadurch, dass man eben auf verschiedene Plätze gezielten Angriff machen. Wir nachher dat hat lo awer ha net dat hat neich mat der Eisebun an der Verleung. Maybe. Ich war 93 a 95 och bei Leiit, die Heichwasser hatten an die ganz schlecht dro waren, hun die ganz Sach mat gemacht.
an gelieft wird. Also ich weiß, für was das ich schwätze. Und diese Bund war nie ein Heißwasser. Von Dickrich auf Ettelbrich. Ja, mir verliehen Deisebun joch net, wenn zum Heichwasser.